Es ist gut, euch zu sehen. Schön, euch zu sehen. Schön aber auch ihr, die hier sind. 5 Predigten und 34 Tage in unserem Booklet auf unserer 40-Tage-Reise. Entfesselt Leben liegt hinter uns. Und heute ist der letzte Sonntag. Entfesselt Leben heisst, in der Nachfolge von Jesus versöhntes, fruchtbringendes und sinnerfülltes Leben im Heute. Und das mit in der Begrenztheit fürs Menschen, in der Fehlerhaftigkeit fürs Menschen. Das schlägt kein Geist weg, oder? Wir sind fehlerhaft. Darum sind wir oft auch so enttäuscht voneinander, weil wir das nicht verstehen wollen, dass wir fehlerhaft sind. Und trotzdem glauben, dass in Jesus Christus im Heute so ein Leben kann einen Unterschied machen. Was haben wir bis jetzt für Themen gehabt miteinander? Frei von vergangenen Fehlern war das erste. Dann frei von der Vergangenheit. Frei von hindernden Bindungen. Frei, mich selber zu sein. Und am letzten Sonntag frei für meine Bestimmung. So möchte ich dich jetzt fragen, am Anfang von dem Gottesdienst, was hat die bisherige Reise bei dir ausgelöst? Was hat dich berührt? Was ist Jesus am Wirken? Und für die können und wollen, dürfen nochmal das Handy nehmen und uns allen Anteil geben, was bei euch bewirkt hat, diese Reihe. Lass mich nicht ganz im Stich, gell? Auch die Hause geht das natürlich, und wer nicht gern so einen Code hat, einen QR-Code, kann unten auch das auf dem Webpage eingeben, menti.com, und dann die Nummern. Ich möchte dich fragen, was hat es bewirkt bei dir? Kannst du die anderen inspirieren, die da sind oder die Hause sind? Wenn du das erste Mal da bist und sagst, du keine Ahnung, von was er redet, schau die Themen an, überleg dir, welches Thema das dir wichtig ist und du vielleicht nochmal willst, das erste Mal schauen oder nochmal schauen und daran arbeiten. Ich habe für mich entschieden und ich weiss, wo ich in meinem Leben weiter dran sein soll. Denn es ist nicht ein Punkt jetzt, sondern es ist ein Prozess. Kurzes Instrumental, kurze Stille, um nachzudenken. Was hat es bewegt bei dir? Oder was willst du noch im Podcast nachschauen? Du kannst weiterhin zu dieser Predigt, die jetzt ist, über diesen Link weiterhin auch Sachen posten. Und wir werden am Schluss vermutlich nochmal darauf eingehen. Wenn du etwas Besonderes dich herausgefordert hat, dann bitte ich dich, dran zu bleiben. Wir haben immer wieder betont in dieser Serie, es ist ein Prozess. Und es ist nicht ein einmaliges Abhaken von gewissen Themen. Aber jetzt gehen wir weiter und das Thema heute heisst Leben im Heute. Und ich habe zu Beginn ein Zitat vom Sören Kierkegaard, das mich schon seit etwa seit einem Jahr bald begleitet. Er sagt Folgendes: Heute da sein, das ist Freiheit. Wer heute lebt, mit der Seele im Gestern verharrt, im Geist schon das Morgen besorgt, der wird sich zerrissen erleben. Nicht wirklich aufmerksam für den Tag und die Menschen, die da sind. Täglich zu sagen, heute, das ist Freude.
Das ist etwas, wo ich mich danach ausstrecke. Wie gesagt, seit etwa einem halben Jahr. Heute da sein ist Freiheit. Wer im Gestern verharrt und bleibt oder schon sich besorgt und schon im Morgen lebt, der ist einfach nicht aufmerksam für die Menschen, die er begegnen könnte am heutigen Tag. Der ist nicht frei, wirklich im Heute zu leben. Und täglich aufzustehen und zu sagen, heute, das ist Freude. Mir hilft in dem halben Jahr ein Gebet, das ich sehr oft am Morgen spreche, wo meinen Tag verändert, wo mein Aufstehen verändert. Das ist ein Psalmwort. Früher haben wir es gesungen als Chorus, die schon lange in der GF sind, sie mögen sich erinnern, auf und ab haben wir es gesungen, bald nicht mehr hören. Psalm 118, 24. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich in ihm sein. Das ist so ein Gebet geworden. Eine Proklamation von mir, fast jeden Morgen. Und ich kann das unterschiedlich betonen. Ich kann sagen, dies ist der Tag. Und dann liegt das Gewicht auf dem Tag. Das ist der Tag. An dem Tag kann alles passieren. Oder ich kann die Betonung auf den der Herr gemacht. Es ist ein Tag, den Gott gemacht hat. Wie viel Wert kommt ein Tag über, weil wir wissen, es ist ein Tag, den Gott gemacht hat. Oder die Betonung kann sein, wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Seit ich an vielen Morgen das Gebet spreche, weil mich das Thema so beschäftigt im heutigen Leben, verändert sich auch meine Tage. Ganz klar. Wie erwartungsvoll, wie bereichernd kann das Beten sein? Das Aussprechen, Proklamation von diesen Worten. Wie viel anders gehst du mit dem Gebet in den Tag hin? Wie wertschätzend gehst du in den Tag hin? Wie positiv, wie neugierig, wie erwartungsfroh gehst du in den Tag hin, wenn du das Psalmwort proklamieren. Wenn du das Psalmwort laut redest, wenn du das Psalmwort nimmst. In den Tag hineingehen, in eine neue Woche hineingehen, vielleicht in einen neuen Zeitabschnitt jetzt gehen, im Wissen, das hat Gott geschaffen. Im Wissen und Vertrauen, dass in diesem Tag eine Wendung geben kann. Dieser Tag, in dieser Woche kann er dich überraschen, indem du andere Menschen kannst ermutigen kannst, die du gar nicht gedacht hast. An diesem Tag kann dich Gott überraschen, dass er andere Menschen zu dir schickt, die dich ermutigen, weil du es gerade brauchst. Aber nur dann, wenn du Ausschau haltest danach, wenn du glaubst, etwas passieren kann, an diesem Tag kann Gott sogar aus dem Mist Dünger machen. Verstehst du? Das ist möglich. Ich habe das erlebt. Wir schauen manchmal unsere Agenda und denken, Pünktli. Das wird ein Tag oder eine Woche zum Vergessen. Meine Frau und ich sind in Ägypten in der Ferien gewesen. Die Leute fragen mich, wie war es? Ich sage, danke, welchen Teil willst du hören? Willst du unseren Teil hören, als zuerst ich krank war und dann meine Frau krank war? Und zwar noch grob. Was sagst du denn am Morgen? Gibt es Tage, gibt es Wochen wirklich zum Vergessen? Ist auch eine Proklamation. Das ist der Tag zum Vergessen. Das ist die Woche zum Vergessen. Da kommt nichts mehr Gescheites raus. Da bin ich nur im Stress. Das ist auch eine Proklamation. Du und ich, wir haben die Wahl, was wir proklamieren. Du und ich haben die Wahl, was man von Gott erwartet oder eben nicht erwartet. Ich sage jetzt nicht, wie gut uns gelungen ist in der Ferien, um das zu zitieren. Wir haben es mindestens versucht. Was hindert uns daran, freudig, positiv im Heute zu leben? Ich möchte 3 Gruppen zeigen, 3 Kategorien von Sachen, die uns daran hindern können, freudig und positiv im Heute zu leben. Das erste ist das Hängenbleiben im Gestern. Der Aspekt hat Reto Lussi in seiner fantastischen Predigt frei von der Vergangenheit aufgenommen.
Das ist mir eine Predigt, die mir auch sehr auf dem Herzen gelegen ist. Ich war fast ein bisschen eifersüchtig, sie nicht halten konnte. Leider erlebe ich sehr viele Menschen, die in der Vergangenheit hängen bleiben. Verpasste Chancen. Oder sie sagen, ich habe eine schlechte Lebenskarte, brauchen noch ein anderes Wort dafür gezogen. Sie denken an die Lebensbrüche, sie denken an Verletzungen und sie denken an falsche Entscheidungen. Ich kenne etliche Menschen, die zu denen gehören. Sie hängen im Vergangenen. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Ich gehöre eher zur nächsten Kategorie von Menschen, wo es heute darum geht. Nämlich die manchmal schon im Morgen leben und gar nicht mehr im Heute. Du kannst überlegen, zu wem du gehörst. Das eine, was uns ins Morgen treibt und hindert daran, wirklich im Heute zu leben, ist Sorge und Angst. Jesus sagt in dieser Lehre auf dem Berg, Matthäus 6, 25, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Die Sorge und Angst, die Jesus da aufführt, das sind Basic-Sorgen ums tägliche Leben, ums tägliche Brot. Er hat es gekannt. Und Menschen in dieser Zeit, wo er gewirkt hat, das gesagt haben, haben es auch gekannt. Heute kennen es viele Menschen auf dieser Welt. Und etliche, habe ich gerade gestern wieder gelesen, eine Statistik, auch bei uns in der Schweiz. Wie gesagt, meine Frau und ich sind in Ägypten gewesen. Wir haben es nicht können lassen, und das sind die Bilder, nochmal ein bisschen ausgiebiger in die Abfallsammlerstadt zu gehen in Kairo. Dort, wo der ganze Abfall von Tausenden von Menschen gesammelt wird. Du kannst das zweite Bild dann auch noch bringen. Es wird, sind beide da. Im Parterre ist der Abfall und über oben wohnt man. Und im einen Bild habe ich ganz leicht noch eine Frau drauf, auf einem Sonnenabfallberg hockt und den Abfall sortiert. Tiefste Armut, tiefster Gestank. Ein paar wenig Pfund, die sie bekommen pro Tag, weil von dem Abfall, der zu 95% rezykliert wird, verdienen natürlich nicht sein Geld, sondern das sind die grossen Abfalltrader und Händler, die dort wohnen, wo es nicht stinkt. Das sind Sorgen ums nackte Überleben. Ich habe mir überlegt, das ist ein Einschub, ob Gott nicht auch uns brauchen will, um diesen Menschen in unseren Kreisen, die zu wenig haben und sich ängsten müssen, die Menschen zu versorgen. Oder auch sonst weltweit, die Überfluss haben, etwas von dem Überfluss abzugeben. Hat mich noch einmal tief auf mich zurückgerührt, weil die Not in Ägypten ist durch den kaputten Tourismus sehr, sehr gross, wie in vielen anderen Ländern. Mich zu fragen, bin ich ein guter Verwalter für die Finanzen, die mir Gott gegeben hat? Bei vielen von uns haben aber die Sorgen und Ängste andere Namen. Angst vor möglichen Krankheiten, Angst, keinen Partner zu finden, Angst um den Weg der Kinder und der Enkel, Angst vor möglichen Krankheiten, Angst, irgendwann einmal im Pflegeheim zu landen und nicht mehr selber zu essen, Angst, es nicht zu schaffen, in der Härte von dem Lebenskarussell und einmal abgehängt zu werden. Und dann kommen so ein paar Fragen, wie, habe ich genug vorgesorgt fürs Alter? Das ist spannend, dass ich die Fragen von Menschen höre, wo ich eigentlich das finde, hey, hallo. Und doch ist das eine präsente Frage. Habe ich genug vorgesorgt fürs Alter? Kann ich meinen Lebensstandard behalten oder nicht? Oder für die einen Luxusfragen, für die anderen ganz andere, echte Fragen. Was ist, wenn die Immobilienblase platzt? Was ist, wenn die Börse crasht? Jetzt geht es ja immer runter, das Jahr bis jetzt. Was ist, wenn der Bitcoin abstürzt?
Jesus sagt weiter, Matthäus 6, 27, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Was sagt Jesus mit dem? Jesus sagt, weißt du was? Zwecklos. Weißt du was? Sinnlos. Zwecklos, deine Ängste. Es bringt es nicht. Es verändert keine Stunde von deinem Leben. Das ist nicht in deiner Hand. Es ist auch noch das Gleichnis vom reichen Kornbauer, wo wir manchmal auch gleichen in der Schweiz, wo seine Kornspeicher immer grösser macht und alles speichert und schlussendlich doch früher stirbt. Vielleicht gibt uns Gott auch die Möglichkeit, so Kornspeicher zu haben, damit wir für andere das werden, wo Jesus sagt, dass der Vater im Himmel die Menschen versorgt. Vielleicht wird der Vater im Himmel die Menschen auch durch euch, für die unter uns, die genug haben, die sich vielleicht sogar Sorgen machen, wie sie das noch unterbringen, zu versorgen. Schön, so funktioniert Gott eben auch. Gott macht nicht alles nur von oben, sondern Gott macht durch seine Kinder, durch seine Hände und Füße, will er andere Menschen versorgen. Ich mag mich erinnern an die Zeit, wo meine Frau und ich ganz knapp durch sind, weil wir keinen Lohn hatten in dieser Kirche. Da ist ab und zu so ein Kuvert im Briefkästchen gehangen. Gott sei Dank ohne Namen, da haben wir auch nicht danken. Nur im Himmel danken, oder? So haben wir gelebt. Vielleicht kennst du Menschen, die knapp durch müssen. Vielleicht ist es wieder mal dran, Gott zu fragen, wo dein Briefchen hinflattern soll. Wie viel ist richtig zu sammeln? Wie viel ist richtig wegzugeben? Das ist auch eine Frage, die mich im Moment beschäftigt, die Verwalterschaft von mir. Ich möchte ihn erinnern an Abraham auf seinem schwierigsten Lebensweg. Es war die bevorstehende Opferung von seinem Sohn. 1 Sekunde vor 12 hat Gott eingegriffen. Er hat schon einen Schafsbock geschickt, der das Ersatzopfer war für seinen Sohn. 1 Sekunde vor 12. Bis dahin hat Abraham am Gottvertrauen festheben, dass er schon einen Ausweg findet. Und dann heisst es im 1. Mose 22, 14, den Ort nannte er, der Abraham, der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist versorgt. Nochmal, du kannst mit dem Sorgen und Ängsten, egal welche Kategorie, gar nichts verändern. Es hindert dich nur, im Heute zu leben. Ein weiterer Themenkreis, der uns davon abhält, im Heute zu leben, ist Träumen von besseren Zeiten. Auch da gibt es eine ganze Schwette von Menschen. Unzufriedenheit mit der jetzigen Lebenssituation. Sehnen nach besseren Zeiten treibt einem in die Zukunft zu leben. Es ist so, dass wenn dann. Warum nicht jetzt? Flucht in bessere Zeiten, aber auch die Angst, in der Zukunft etwas zu verpassen. Und noch etwas. Ständiges Streben nach mehr, schneller, besser und geiler. Anselm Grün hat einmal gesagt, lebe dein Leben, steige hinab in die eigene Wirklichkeit. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die dein Leben wieder leben muss und nicht mehr auf der Flucht sind und absteigen zu deiner eigenen Wirklichkeit. Zu deiner eigenen Wirklichkeit, verstehst du? Welche Sorgen, welche Ängste, welche Fluchtgedanken treiben dich vor dir her? Was hindert dich, im Heute
das Leben. Nun Vers aus dieser Rede auf dem Berg von Jesus. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Jesus ist nicht blauäugig. Er weiß, dass das Leben kein Spaziergang ist. Er weiß und hat es selber erlebt und hat Menschen um sich herum gesehen. In einer schwierigen Zeit ist er auf die Erde gekommen. Niemand kann sagen, Jesus, du weißt gar nicht, wie es ist. Und er sagt das auch, da innen, ich weiß, wie es ist. Ich weiß, dass jeden Tag seine Sorgen hat. Aber es langt. Es langt. Es langt, wenn du im Heute lebst und dich um das kümmerst, was heute ist. Wenn er also sagt, er versorge uns, der Vater im Himmel versorgt uns, heisst das nicht, dass Jesus nicht weiss, dass es manchmal pickelhart ist, sich keine Sorgen zu machen. Er weiß. Er weiß. Darum sagt er, es nützt nichts, wenn du in der Zukunft lebst. Es nützt nichts, wenn du dir Sorgen um die Zukunft machst. Lebe im Heute. Pack den heutigen Tag. Pack die heutige Woche, die nächste. Pack den Zeitabschnitt, wo du jetzt drin lebst. Und das mit dieser wunderbaren Proklamation. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich in ihm sein. Ich will es nochmal wiederholen und dann versuchen wir es mal alle miteinander. Ich wiederhole es einmal. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Probieren wir es mal. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und für die, die ein bisschen länger brauchen, machen wir es noch einmal. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ich wünsche dir, dass du morgen mit dem aufstehen kannst. Manchmal mache ich es noch im Bett, im Halbschlaf. Manchmal mit meiner Frau zusammen, wenn wir beten. Das ist etwas, was wir neu angefangen haben in der Pandemie, fast jeden Tag zusammen zu beten. Du bist geschockt, dass wir es vorher nicht gemacht haben, gell? Tut mir leid, ich enttäusche immer wieder Menschen, ich weiss es. Aber wir machen es jetzt. Fast jeden Tag. Okay, jetzt wollen wir mal schauen, was noch gekommen ist von euch. Ob noch etwas gekommen ist, kannst du das mal bringen, ein bisschen gut? Jawohl, auch die Hause im Livestream sieht man es jetzt. Wow, so viel kommt. Danke viel mal. Freunde, so zu leben im Heute, das ist Freiheit. Das lässt uns aufmerksam sein für andere Menschen. Es lässt uns offene Augen zu haben für das, was uns Gott an diesem Tag will schenken. Kommt schnell auf zum Gebet. Ja, Jesus, dein Aufruf ist klar. Und das Zitat ist aus dem Psalmwort heraus inspiriert. Von Kierkegaard. Jesus, hilf uns, Menschen zu werden, die im Heute leben und nicht an der Berufung im Heute vorbeileben. Jesus, lass uns Menschen sein, die von dir erwarten, dass ein Tag, der eigentlich zum Vergessen wäre, eben nicht zum Vergessen ist. Jesus, ich preise dich und ich ehre dich, ich bete dich an. Und Jesus, sagst, dass der Vater im Himmel selbst die Vögel versorgt. Und wir sehen täglich so viel Armut. Und nicht in der Armut ist ein Auftrag,
Aber lass uns überlegen, was es heisst, Verwalter zu sein. Und wie du könntest durch uns durch andere Menschen versorgen, die nachher dich preisen, wie sie es durch uns durch erlebt haben. Bitte dich für die Menschen unserer Kirche oder im Umfeld, die im Existenzminimum durch müssen und sich jeden Monat fragen, was ist sie noch? Bitte, dass sie sich auch melden können. Dass sie sich nicht einfach schämen und zurückziehen, sondern melden und sagen, ich kann nicht einmal zu Mittagessen da. Wir wollen Kirche sein, die auch in der Small Group sind, offene Ohren hat für all das. Und so preise ich dich, Jesus. Und ich will dir sagen, dass ich dich lieb habe. Wo wäre ich ohne dich in meinem Leben, Jesus? Ich verstehe vieles nicht, was du zulässt. Ich verstehe vieles nicht. Ich habe viele Fragen. Je älter, je länger ich im Glauben mit dir unterwegs bin, je weniger verstehe ich, kann ich dich einordnen. Aber du bist eben Gott. Du bist der Allmächtige. Deine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Und deine Wege sind eben anders als meine Wege. Und dafür preise ich dich. Davor habe ich einen grossen Respekt, eine grosse Ehrfurcht, dass ich dich will Gott sein und ich Mensch bleibe. Ich sehe meine Begrenztheit, ich sehe meine Eingeschränktheit, ich sehe mein mangelndes Verständnis, ich sehe, wie ich Bruchteile nur sehe, in allem. Das lässt mich aufschauen zu dir. Jesus, zu dir, der Erlöser. Zu dir, Vater im Himmel, Vater aller Vaterschaft. Und aufschauen lassen zu dir, Heiliger Geist, der uns leitet und führt in die Wahrheit. Nicht alles erklärt, aber führt. Führ uns als Kirche im Glauben. Führ uns als Kirche, Heiliger Geist, zu dem Heiland hin, zu dem Sünderheiland, zu dem Jesus hin. Halleluja. Amen.